Beim Abendritual hat mein Sohn gesagt: Papi, Jesus hat mir eine Antwort gegeben. Kürzlich hat mich mein Sohn nach der Geschichte vom Kain und vom Abel gefragt: Papi, wieso hätte Kain eigentlich Angst vor anderen Menschen? Es hätte doch noch gar keine Menschen gegeben. Ich wollte gerade theologisch ausholen und ihm erklären und ihm alles so weitergeben, wie ich es ja schließlich gelernt habe in meiner Theologieausbildung. Da hat Jesus zu mir geredet und gesagt: Michi, bete doch jetzt mit deinem Sohn, dass ich ihm begegne und dass ich ihm eine Antwort gebe. Und das habe ich dann nachher auch gemacht. Ich habe mit meinem Sohn zusammen gebetet. Aber so romantisch, wie das jetzt vielleicht sich anhört, ist es gar nicht. Weil ich habe gespürt, wie mein Sohn mich eigentlich prüfend anschaut und denkt: der Papi weiß es gar nicht. Und jetzt rettet er sich einfach mit einem Gebet aus dieser Situation raus. Am Abend, wo wir dann zusammengesessen sind und miteinander zu Nacht gegessen haben, hat meine Frau von einer Situation erzählt, dass sie angefragt worden ist, für eine Predigt zu halten. Aber dass sie irgendwie Angst hat und sich nicht so getraut. Mein Sohn ist natürlich hellhörig geworden und hat gefragt: Wieso hast denn du Angst? Ich meine, letztendlich, du kennst ja die Menschen gar nicht. Und meine Frau hat ihm von Menschenfurcht erzählt und einfach, was es mit einem macht, wenn man vor Menschen steht. Am Abend, dann, beim Abendritual, hat mein Sohn gesagt: Papi, Jesus hat mir eine Antwort gegeben. Ich glaube, in dem Moment, wo der Mensch getrennt ist von Gott, entsteht Angst. Und in dem Moment, beim Kain und beim Abel, ist sogar Menschenfurcht, Menschenangst entstanden. Wow, ich bin begeistert. So eine Antwort hätte ich ihm niemals parat gehabt. Ich bin begeistert, dass Jesus wirklich konkret geredet hat zu meinem Sohn. Und das ist ja auch mein Gebet, dass Menschen Jesus persönlich begegnen dürfen. Und darum ist es vielleicht manchmal wichtig, dass wir nicht einfach immer nur die Antworten parat haben, sondern mit den Menschen den Weg gehen, dass sie selber von Jesus die Antwort bekommen.